LiveNet-Talk Zitzers beim Daniel Zindel. Das ist die zweite Runde. Wir haben ja bereits über Leadership-Fragen und vor allem auch, wie kann man gut umgehen mit Themen wie Sex, Macht, Geld und auch dort hier ganz als Organisation gute Mechanismen finden, für sich zu schützen, dass man gut wirklich mit all diesen Faktoren umgehen kann. Das war der Schwerpunkt vom ersten Gespräch. Jetzt im zweiten Teil mit dem Daniel Zindel werden wir mehr darüber reden, auch über seine Erfahrungen rund um die Hütte. Das ist ja ein Buch, das daraus entstanden ist, im SCM-Verlag rausgekommen. Hüttengeschichten, Lebensweisheiten für das gute Leben im Tal. Das ist so der sichere Ort für dich, wenn es eben im Tal auch mal stürmt und tut oder schwierig ist oder in dir drinnen, in einem innen vielleicht stürmt, das könnte man auch sagen. Sag doch du zuerst gerne ein paar Worte zu diesem Ort, dieser Hütte, was das für dich bedeutet. Der Ort heisst Rufin Alta und ist ob Furna gelegen. Es ist eine neu aufgebaute Hütte, die durch eine Lawine einmal die alte verschoben und kaputt gemacht worden ist. Wir dürfen die mieten von einer lieben Bauernfamilie. Und das ist in den letzten Jahren mein Rückzugsort geworden, wo ich reflektiert habe, geschrieben habe. Schöne Teamsitzungen, Strategiesitzungen haben wir dort gemacht. Es ist ein Ort auch von Begegnung. Meine Frau und ich haben gute Zeiten dort. Jetzt auch mit den Enkeln. Sie müssen bei mir anfangen lernen, Holz schitten und führen und so. Das ist so das Neni-Regime. Ich heisse Neni als Großvater. Und für mich ist das so ein bisschen die Metapher geworden für einen sicheren Ort, wo ich mit mir gut drauf bin oder wird, mit Gott gut drauf und auch, wo wir als Paar einander wiederfinden. Ja, und es ist auch sehr eindrücklich, wenn man das Buch liest, deine Liebe zur Natur und auch die Beobachtung, was du alles siehst und nachher eigentlich übernimmst als Metapher für vieles in deinem Führungsalltag oder einfach im Lebensalltag. Genau. Ja. Und da gehen wir jetzt ein bisschen drauf ein, Okay. auf einzelne Sachen. Und da kann man wirklich vieles fast schmecken, oder? Von den Bächen, von den Wiesen, von der Moorlandschaft, Enzian und nachher Bäume, haben wir schon einmal darüber geredet. Und das werde ich jetzt gerade mal starten mit dem Enzian, wo das so ein bisschen verkörpert mit dem Verborgenen, Leben im Verborgenen. Hast du das Kapitel auch beschrieben. Was hast du da gelernt vom Enzian? Ja. Also das Leben im Verborgenen heisst, ich bin eigentlich klein. Man kann mich übersehen. Ich bin nicht irgendein wunderschönes Gewächs, das man auf einen Kilometer aus schon sieht, sondern man muss mich entdecken, wenn der Schnee geschmolzen ist. Und etwas von dem erlebe ich gerade. Ich habe die Stiftung Gott hilft abgegeben. Es wird stiller um einen. Ich habe am Weihnachtssonntag Gottesdienst gehabt, es sind etwa 10 Leute gewesen. Und ich habe das Gefühl, hey, du bist im falschen Film. Du hast einen ganz anderen Status, eine andere Flughöhe, einen anderen Einfluss. Und es gibt Phasen im Leben, wo man wirklich im Verborgenen, nicht gesehen, nicht beachtet, vielleicht auch nicht wertschätzt, lebt. Und oft sind es Familienfrauen, die vielleicht im Moment nicht berufstätig sind und die wenigsten sehen, was man den ganzen Tag macht. Und ich glaube, in jedem Menschenleben früher, oder bei mir ist es jetzt viel später gekommen, gibt es Phasen, jetzt bin ich im Verborgenen, vielleicht sogar auf dem Abstellgleis oder auf dem absteigenden Ast. Und das gilt es zu bearbeiten und anzunehmen. Und das machst du eben auch in der Hütte und auch in diesem Buch, wo du sagst, zum Beispiel zitierst du Henry Nouwen, der sagt, vertraue darauf, dass dein Leben fruchtbar ist, auch wenn es verborgen bleibt. Also so Sachen, wo man wie sich kann nehmen oder Genau. Aber auch sagst klar, wir sind viel ersetzbarer, als wir eigentlich meinen, oder? Ja. Und das Gefühl, ja, ich bin ersetzbar. Und ja, mein Leben ist fruchtbar, auch wenn es verborgen ist. Das ist ein Wort, wo wir drin hineinwachsen müssen und uns auch immer wieder das sagen lassen. Oder ich zitiere dort, glaube ich, auch vom Wackerl. Er macht das Gedicht über einen Enzian und
musst vielleicht einmal im Enzian, wenn du reinschaust in den Kelch, das ist etwas Wunderschönes, was dort drin war. Und er sagt, bist du verzagt, weil dich so vieles überragt. Und das kann eine Verzagtheit sein. Alle anderen sind grösser, schneller, besser. Bist du verzagt, weil dich so vieles überragt? Und dann sagt er, schau in dies holde Angesicht und merk, am Stängel liegt es nicht. Also nicht an der aufgestängelten Größe, sondern was du im Kern bist. Und letztlich theologisch gefasst, du bist Sohn, Tochter Gottes. Und das ist etwas Wunderschönes. Und besinn dich drauf und lebe von dem aus und nicht von dem, was du leistest oder vorzeigen kannst. Aber ich kann gut predigen über das. Jetzt bin ich dran, das zu lernen. Ja, du hast kleine Abschiede hast du schon erlebt, auch während deiner Zeit. Du bist in der kantonalen Politik gewesen. Das kommt auch vor, wo du dann sagst, wie das Wetter hier oben schnell umschlägt, kann auch der Applaus der Menge abrupt enden. Oder? Also, so in Etappen hast du vielleicht schon erlebt. Ja, du bist nicht mehr im Grossen Rat und mediale Beachtung weg. Oder? Ja. Und das sind eigentlich heilsame Lektionen in unserem Leben. Nicht einfach, aber gut. Ja. Das ist das, was eben auch das andere Thema ist, Wirken in der Öffentlichkeit. Und jetzt dann fällt das weg. Aber lass uns doch auch noch ein bisschen über das reden, wie du das ja auch erlebt hast, das Wirken in der Öffentlichkeit. Aber genährt vielleicht aus dem Verborgenen sozusagen. Es nährt schon auch. Also Applaus oder Anerkennung, Wertschätzung oder mediale Beachtung muss ehrlich sein, das tut einem gut, jedenfalls mir. Es gibt ein gutes Gefühl. Man kann auch abhängig oder süchtig werden nach dem. Und trotzdem kann ich nicht von dem leben, erstens, weil es nicht bis in die seelischen Tiefenschichten nährt und weil es immer Leistungsresultat bezogen ist. Und wenn es eben dann nicht mehr da ist, pfeifen sie und applaudieren nicht mehr. Und von dort her müssen wir uns von einer anderen Seite her auch innerlich nähren. Und ich denke, das ist nicht einfach das Brot, vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes, also das, was Gott uns zuspricht. Ich glaube, das braucht an Nahrung. Du beschreibst das auch in einem hinteren Teil des Buches sehr schön, in einem ähnlichen Zusammenhang, wie ich finde. Da geht es darum, um den Applaus zu erwarten. Oder du hast da beschrieben, ich habe einmal nach einem enormen Kraftakt nicht nur keinen Dank, sondern vor allem Kritik erhalten. Ich war enttäuscht darüber. Als ich in der Stille vor Gott mein Herz ausgeschüttet hatte, schien es mir, als ob er mir zuflüsterte, ich danke es dir, du warst ein guter und treuer Diener. Also, eben das ist genau das. Ja, in die Richtung, oder? Ja. Genau. Ja. Und das wäre nicht extrinsisch von außen sich nur nähren. Das ist schön, wenn es kommt, aber es braucht einen Zuspruch und einen spirituellen Weg, wo ich höre von Gott selber, du bist mein geliebter Sohn, an dem mir es wohlgefallen hat. Und das hat Gott Jesus gesagt, bevor er den Finger gerührt hat. Ja. Und du beschreibst eben auch, dass Dankbarkeit oder diese Art von eben Anerkennung holen, das kann uns bewahren von der sogenannten Gratifikationsfalle, so zum Beispiel. Oder? Was heisst das? Also, gerade in christlichen Werken oder Gemeinden, Missionen und so weiter, zum Beispiel hast du kein Spitzengehalt. Oder wenn du wirklich auf die Tour schaust, gehst du manche extra Meilen. Und wenn du dann anfängst zu bilanzieren, ich habe so viel reingegeben und was ist zurückgekommen an Finanzen, an Karrieremöglichkeiten und so weiter. Gratifikationsfalle heisst, es geht nicht auf, was zurückkommt im Vergleich zu dem, was ich reingebuttert habe. Und das kann bitter machen, wenn ich so die innere Buchhaltung aufrechterhalte. Und ich habe jetzt gerade mit Abschlüssen von meiner Leitungstätigkeit schon auch bilanziert und haben müssen sagen, nein, ich habe eigentlich immer so leben. Jedes Jahr habe ich abgeschlossen, ich bin der Stiftung, Gott hilft nicht schuldig und sie ist mir nicht schuldig. Und dass man wirklich sagen kann, ich habe das gegeben, was ich konnte. Ich habe auch das bekommen, wo die Organisation geben konnte.
Und es gibt vielleicht eine Differenz, dass du vielleicht pensionskassenmäßig oder wohnungsmäßig sagst, andere, die mit mir studiert haben, sind an einem ganz anderen Ort. Und das wieder bearbeiten und sagen, ich habe gewählt, es ist okay so, Gott hat doch so viel gesegnet, da und dort in meinem Umfeld. Ich bin dankbar. Mhm. Aber das muss man bearbeiten unter Umständen. Ja. Ja, und wie du das eben gemacht hast, immer wieder, das lernt man sehr gut, wenn man mit auf die Reise kommt, ein bisschen zu dieser Hütte. Ja. Ich war ja noch nie der gewesen, und jetzt habe ich gleich das Gefühl, jetzt habe ich das Buch gelesen, ich war innerlich schon ein bisschen mal der gewesen. Ja. Wirklich mega schön, auch die verschiedenen Themen eben. Das eine, so das Kapitel hast du einfach überschrieben mit Kuhmist. Hat mich auch super gedacht, also, wo eigentlich darum geht, Gott bleibt uns in allem Mist, wo wir bauen, gleich treu. Ja. Und du bringst da auch Beispiele, die zum Teil sehr dramatisch sind, oder? Aus deiner Karriere. Aus der Pfarramtszeit, also, genau, die aus der Pfarramtszeit, die mich wirklich zu Tränen gerührt hat, wo ich gedacht habe, also, wie war echt das denn gewesen? Und vielleicht kannst du uns dort hier so ein Beispiel einfach bringen. Oder das Beispiel. Ja, ich bin etwa ins Nachbardorf gegangen und wenn ich an dieser Wohnungstür vorbeigegangen bin, habe ich das Gefühl gehabt, du solltest da klopfen und einen Besuch machen. Und die haben immer gesagt, hey, nein, das ist nicht deine Gemeinde und du weißt nicht, ob die katholisch sind und du bist kein geistlicher Hausierer. Und dann habe ich mal eine Predigt, eine Beerdigungsvertretung für die Gemeinde müssen übernehmen und dann hat der Zivilstandsbeamte gesagt, Herr Zindel, gehen Sie dort und dort vorbei. Und dann stehe ich vor dieser Wohnung und dort hat sich ein Mann das Leben genommen. Und seine Frau empfängt mich und sagt, das ist komisch, dass Sie jetzt kommen, Herr Zindel. Mein Mann hat vor ein paar Wochen gesagt, ja, vielleicht könnte mir der Pfarrer Zindel helfen. Und das ist so eine absolut tragisch verpasste Situation, wo du nicht geistesgegenwärtig genug warst, diesen Impuls vom Heiligen Geist zu trauen. Das war für mich ein negatives Schlüsselerlebnis, wo ich von dort her angefangen habe, innerlich immer auch noch mitzuhören im Management. Aus dem aus ist dann auch das erste Buch entstanden, Spiritualität und Management. Also geistesgegenwärtig führen. Das ist so eigentlich mein Führungsansatz geworden. Und das Schöne war, wie dann Gott doch aus dieser Beerdigung, aus dieser Abdankungsfeier, bei dieser Familie Sachen heil werden lassen hat. Und das war meine Grunderfahrung, Gott kann aus unserem Scheitern etwas Gutes machen. Der Bonhoeffer sagt, ja, er kann aus unseren Irrtümern und Fehlern manchmal mehr machen als aus unseren vermeintlichen Guttaten. Und da möchte ich auch wirklich alle Leitenden ermutigen, Gott kann aus deinem Scheitern wirklich ganz viel segensreich zu machen. Schau mal, wie viele gescheiterte biblische Leiterinnen und Leiter das gibt. Das stimmt. Ja, und das eben auch, sagen wir, Scheitern oder Zerbrechlichen, das zeigst du wirklich sehr authentisch auch in diesem Buch. Auch zum Teil in Bezug eben auch mit deiner Frau, wo ihr ja zusammen auch viel Coaching durchführen. Und das eine Kapitel ist für mich, wo selber jetzt seit ein paar Jahren auch geheiratet ist, total super gesehen. Und das geht um die Stille und um die Zweisamkeit hier drin, wo ihr eben zusammen auch in der Hütte viel Erlebnis habt. Ja. Und ich glaube, das ist auch für Führungspersonen, aber nicht nur für alle, die jetzt zulassen. Ich glaube, sehr ein spannendes Thema, was dort hier abgegangen ist, mit der Kunst von der Intimität. Ja. Also für uns ist das immer, und ich merke auch bei anderen Paaren, eine riesen Herausforderung, wenn jeder in seiner Lebenswelt, jeder berufstätig, und dann kommen wir beide müde, haben Zeit, lassen uns ein bisschen fallen. Beide sind bedürftig, so wie hungrige Vögel, und jeder findet, der andere müsste ihn füttern. Und keiner hat mehr die Energie dazu. Und dann hast du vielleicht gerade noch die Energie zum Anfangen zu streiten. Und dann, anstatt dass du jetzt geniessest, drehst du noch einen heftigen Konflikt aus. Also das Andocken, wie kommt man in die Intimität,
sei es emotional, sei es erotisch oder so. Ja, das beschreibe ich in diesem Kapitel. Und ich denke, manchmal gelingt es, manchmal nicht. Da müssen wir sehr grosszügig mit uns sein. Ja, das ist wirklich also ein Kapitel, wo ich finde, das lohnt sich sehr, dort mal reinzugehen für Ehepaare. Ihr habt ja noch ein anderes Ehebuch geschrieben, gell? Ja, Lieben, Leiten, Leben. Das ist ein Ehebuch für Führungskräfte. Ja. Ja, dort haben wir so ein bisschen unser Ringen auch miteinander. Was sind unsere Plätze, unsere Rollen? Tendenziell bin ich sorgfältiger mit meinen Mitarbeitenden umgegangen als mit meinen Familienmitgliedern, weil ich daheim mir so ein bisschen Fuß draussen war, wie aus einem grossen Auto. Ist einfach die Luft aus. Also so diese Themen. Eben, das beschreibst du auch, dass es eigentlich einem häufig ringer geht, fast irgendwo in einem Team und so noch etwas vom Herz teilen, als deine Frau eben, wie jetzt da in der Hütte, die gefragt hat, du, jetzt will ich aber hören und spüren, was in deinem Herz abgeht. Ja. Also tendenziell tun wir unsere Frauen eher sexuell bedrängen und sie uns eher emotional bedrängen, aber beides Mal, wenn du das Messer am Hals hast, auf Zwang geht es nicht. Intimität muss sich ereignen, wir müssen uns gegenseitig locken, manchmal sogar überlisten und plötzlich ist es da. Wie das Kapitel aufhört, ist dann auch so schön, wo irgendwie sagst, also du bist dann unter den kalten Brunnenfall gesagt, Wasser gestanden, sie unter die warme Dusche und wie unterschiedlich doch mal sein. Genau. Und das ist ja die grosse Herausforderung, wie kommen wir in unserer Unterschiedlichkeit, also sagen wir jetzt erotisch, wie man sexuelle Bedürfnisse lebt, in welcher Form, das passt nicht einfach zusammen. Und wie gelingt es jetzt, dass man in der Ergänzung kommt, voneinander lernt, jeder wird flexibel, kann sich zurücknehmen, kann sich auch durchsetzen. Und ähnlich ist in der Kommunikation und sehr wahrscheinlich ähnlich in der Erziehung mit Kindern. Wir passen nicht einfach zusammen. Und wie kommt es in unserer Unterschiedlichkeit zur Ergänzung und nicht zu einem Machtkampf? Das ist die grosse Kunst des Paarlebens. Ja, voilà. Ja. Also das ist jetzt nur so gestreift worden in diesem Rahmen. Ich komme ein bisschen hin und her das ist doch gut. In diesen Themen, die jetzt einfach auch mich sehr angesprochen haben. Und eins, was ich auch super finde, was du da gegen den Schluss des Buches noch bringst, Jaskarten für uns Schweizer, oder? Da geht emotional für mich als Emmentaler ist natürlich auch mit dem Jassen aufgewachsen. Und hier in eurer Region... Keine französische Karte? Bei uns? Ja. Doch, französische. Habt ihr Französisch? Ja, okay. Ja, genau. Aber ich kann mit beiden spielen. Ja. Genau. Aber was darum geht, das Beste aus dem Tatsächlichen zu machen. Und wir haben uns die Karten für das Spiel von unserem Leben nicht ausgesucht. Das ist so ein das Thema, oder hier das Bild, das du reinbringst. Ja, ich glaube einfach, niemand hat sich das Geschlecht ausgewählt, seine soziale Herkunft, seine Gesundheit oder Krankheit, oder zumindest teilweise nicht. Und Gott hat uns verschiedene Karten, Strümpfe und vielleicht auch da und dort eine Arschkarte gegeben. Und jetzt das Spiel. Und das Schöne ist ja, gerade beim Jassen, oft spielt man mit einem Partner zusammen. Das erhöht die Chancen, das Zusammenspiel. Also man kann einander vermasseln. Also das ist ein schönes Bild vom Jassen. Und ja, was mir immer auch gefallen hat, Gott ist so schöpferisch in unserem Leben, dass er manchmal einfach auch uns wieder das ganze Set aus der Hand nimmt und neu mischt. Und wer weiß, ist denn da wirklich ein Vierblatt da, wo man kann weisen und schön rausspielen. Das Blatt wendet sich genau. So, ja. Genau. Ja. Und das kann im Leben eben auch durchaus so kommen. Also ich spiele in diesem Kapitel ein bisschen mit Metaphern von heilvollen Wendungen, aber auch
das Beste aus dem Tatsächlichen machen, ja sagen zu dem, wie es ist und nicht in Wunschträumen denken, die Welt müsse anders sein und ich müsste anders sein. Ja, genau. Und dann, was auch so ein Bild ist, das du bringst, ist, dass eigentlich Busse und Reue, also als die zwei Worte, die wie Trümpfe können sein im eigenen Leben. Ja. Auch ein Beispiel von der biblischen Geschichte von Josef, wo das der Tier auch ein bisschen aufzeigst, das finde ich auch sehr stark. Können wir vielleicht auch noch schnell darauf eingehen, wie du das meinst? Ja, das Leben von Josef war natürlich eine Achterbahn, oder? Er hat eigentlich die besten Karten in der Hand gehabt als Lieblingssohn. Dann wird er verkauft, dann wird er wieder hochgejubelt, kommt in Position, er ist treu und wird vor Frau von seinem Chef denunziert. Und in all diesen Irrigen und Wirrigen ist ein treuer Gott, der mit dieser Familie, wo Verrat und eigentlich eine dysfunktionale Familie, wie Gott treu ist und seine Ziele mit dieser Familie verfolgt. Und eben dahinter, dort wo Menschen Buß tun, seine Brüder kommen ja dann zu ihm und sagen, sorry, es war schlecht gewesen. Und dann sagt er, du, ja, ihr gedachtet übel an mir zu handeln, aber Gott hat es zum Guten gewendet und nicht nur für uns, sondern ein ganzes Volk zu retten und sogar noch Tiere. Also dort, wo wir umkehren, gibt es wie einfach auch neue Karten in die Hand. Und er sagt, das ist jetzt ein versöhnter Mensch, der ihm da begegnet, oder? In diesem Josef, der Tier. Ja, genau. Wie er mit seinen Brüdern umgeht. Ja. Genau. Ja, und auch so einer, für den ich dort rausgreife, ist natürlich so ein Schlagsatz, «No risk, no faith». Nennst du das näher? Also, wo es ja darum geht, mit dem, was man bekommen hat, etwas zu machen, Risiken eingehen, ja, wo du auch irgendwo als wichtigen Punkt nimmst, oder? Also du bist am Jassen und du fängst mit dem Nell an und weisst nicht, wer der Bauer hat. Das Leben heisst immer auch, ich muss spielen. Und wenn ich nicht spiele, mache ich alles falsch. Und wenn ich spiele, mache ich vielleicht etwas falsch. Also, ich muss zwar sagen, ich bin nicht ein risikofreudiger Mensch. Und ich merke, gute Leiter können auch gut kalkulierte Risiken eingehen. Ich bin froh, dass ich um mich Leute hatte, die mutiger waren, die risikofreudiger waren und haben dann können sie unterstützen und sie vorangehen lassen. Aber ich denke, zu einer guten Leiterschaft gehört auch Risikofreudigkeit. Oder umgekehrt Vertrauen. Es ist Vorschussvertrauen, dass es gelingt. Was ist denn etwas von dem, wo du im Rückblick würdest sagen, das ist etwas, wo ich richtig Risiko genommen habe? Oder wo? Also es war sehr riskant, für ein-zwei in Afrika etwas aufzubauen. Und wir haben vor 3 Wochen eine unglaublich schöne Verabschiedung von 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was da geworden ist, an verschiedenen Standorten in Uganda. Und das ist allein aus dem Glauben heraus, eigentlich aus der Stille, haben wir das 4. gebettet und der eine hat gesagt, ich habe ein Flugzeug gesehen und der andere sagt, Stone by Stone, Step by Step. Und aus dieser Gebetsüberzeugung nach einer Machbarkeitsstudie, das wäre ein Management gewesen, digitales Führen und das andere ist mehr spirituelles Führen, das ist zusammengekommen und dann haben wir gesagt, go. Das wäre für mich ein Highlight gewesen, wie man aufgebrochen ist in ein neues Land, wo man noch nicht einmal gewusst hat, wie es aussieht. Ja, sehr schön. Und bei der heutigen Zeit, bei deinem Buch, ganz am Schluss, sagst du nachher auch, eigentlich, unsere Hütte ist unser Herz. Also deine Hütte ist auch, ist zwar ein Ort, ja klar, wo du hergehst, aber das Herz, und wo eigentlich so als letztes Ding ist, ja, das Herz zu hüten, wo für eine Leitungspersönlichkeit das A und O ist, immer wieder. Ist so. Oder auch für einen Menschen allgemein, kommt ja vom Salomo aus den Sprüchen. Genau, wir wollen vielleicht auch mit dem noch so ein bisschen aufhören. Ja.
Also der Spruch ist ja: wachsam behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Und ich glaube, Führen hat letztlich schon damit zu tun, welche Treibergefühle sind in meiner Person mit. Das Herz ist ja da, dort wo Willen und Denken und Gefühl verkabelt sind. Das ist also die Kommandobrücke von uns Leitenden. Und nehmen wir an, es ist Angst da. Angst, was die anderen sagen. Das ist schlechter Treiber. Oder es ist, hey, wir wollen die Coolsten sein. Also wir wollen einfach eine coole Organisation. Das ist schlechter Treiber. Und von dort her ist es schon gut zu wissen, wachsam behüte dein Herz. Sind wir gedanklich, gefühlsmässig, sehnsuchtsmässig so unterwegs, dass man kann sagen, es sind gute, konstruktive Haltungen, auch von Gott gelüterte Haltungen. Ist es Stolz? Man kann aus lauter Stolz Fehlentscheid machen. Oder Ängstlichkeit. Oder ist es eine gute Demut, wo man um seinen Wert weiss, aber weiss, es ist letztlich, wenn ich der segnet, dann bauen wir umsonst. Das sind so die inneren Haltungen. Und die hast du nicht einfach auf Vorrat. Da musst du immer wieder neu auch schenken lassen oder reinigen lassen. Das wäre so. Also Führen hat immer auch einen Aspekt der inneren Selbstführung. Und das ist eben die Chance, dass es selber wachs ist. Und darum möchte ich auch allen Leiterinnen und Leitern Mut machen, die jetzt vielleicht eintreten in eine Leiterschaft. Das ist die beste Persönlichkeitsschulung und die beste Glaubensschulung. Ja. Super. Ja, Daniel Zindel, danke vielmals, dass wir ein bisschen dürfen, Einblick bekommen in deine ganze Leiterschaftserfahrung, die du gesammelt hast über die Jahre. Und auch wenn es jetzt ein bisschen ruhiger wird, eben, du hast gesagt, jetzt kommt die Schwelle auch ein bisschen zum Verborgenen vielleicht. Ja. Aber hoffe ich gleich, dass du immer noch zu hören bist, immer wieder mal. Wir brauchen Mentoren, wir brauchen so Väter wie dich unbedingt auch, wo man lernen kann. Genau. Ja. Es ist schön, wie gut ungewollt Menschen zu mir führt, die jetzt sie ein bisschen coachen in ihrem Führungsweg. Das ist schön. Schön. Cool. Also möge das so weitergehen. Ja. Das wünsche ich dir. Und danke vielmals für das Gespräch noch einmal. Und wir werden auch wieder andere Gelegenheiten vielleicht haben, wo wir das Gespräch gerne weiterführen können. Danke vielmals. Merci vielmals. Danke, Florian. Ja, danke für euer Interesse auch. Damit kommt jetzt unsere Serie zu Leidenschaftsthemen zu einem Ende hier bei LiveNet. Also ja, es ist ja nie zu Ende, weil wir werden weiter natürlich Lernende sein bei all diesen Themen. Das ist selbstverständlich so. Aber gleich jetzt einmal so den Schwerpunkt, den werden wir wieder ein bisschen verlassen. Kommen viele andere spannende Themen auf euch zu. Immer am Dienstag und Donnerstag ist der Termin für einen neuen LiveNet-Talk. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.